Kennst du das Gefühl, Angst zu haben? Als mein Angstschwein das erste Mal auftauchte, war es noch ganz klein. Dann ist es aber immer größer geworden. Und das Angstschwein hat mich verfolgt. Selbst in der Schule hat es mir keine Ruhe gelassen. Vorlesen tue ich gar nicht gern. Und ganz schlimm wird es, wenn ich an die Tafel muss. Dabei hat das Angstschwein regelmäßig aus der letzten Reihe gespottet: Das kannst du ja sowieso nicht. Und schon habe ich angefangen zu stottern. Aber singen, das mag ich sehr. Das kann ich gut. Das liebe ich. Denn ich vergesse alle und alles um mich herum, wenn ich singe. Doch wieder hat sich das Angstschwein aus der letzten Reihe gemeldet. Was hast du bloß für hässliche Schuhe an? Und diese hässlichen Socken? Die traust du dich wirklich zu zeigen? Und dieser karierte Rock? Pfui! So spottete es immerfort. Warum haben die anderen Kinder bloß gelacht? Ich singe doch gut. Seit diesem Tag wollte ich nicht mehr singen. Ich fühlte mich in der Schule nicht mehr wohl. Ich glaube, ich bin krank. Kann ich morgen nicht zu Hause bleiben? Das Angstschwein wurde größer und größer. Wie gut du lügen kannst, hat das Schwein spöttisch gelacht. Sogar deine Eltern lügst du an. In der Pause haben mir Tamara, Jessica und Jenny aufgelauert. Sing uns doch noch mal das schöne Lied vor, haben sie höhnisch gerufen und mich herumgeschubst. Dabei ist mir mein Pausenbrot runtergefallen. Sie haben nur gelacht. Im Unterricht saß ich weinend auf der Schulbank und die Lehrerin hat mich gefragt: Was ist denn mit dir los? Und plötzlich sind alle still gewesen und haben zu mir hergesehen. Und sie sagte zu mir: Bist du traurig, dass du noch nicht ganz flüssig lesen kannst? Das wird schon noch, wir üben das. Und sie tröstete mich. Die anderen Kinder haben zu mir herübergesehen und gekichert. Nach der Schule wollte ich nur nach Hause gehen, als Richard und Max mich verfolgten. Ich rannte weg und sie johlten: Hopp, 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 Pferdchen, lauf, Galopp!
Ich bin lange gerannt und habe kaum noch Luft gekriegt. Dann habe ich sie gesehen. Sie hat im Gras gesessen und etwas betrachtet. Mich hat sie gar nicht bemerkt. Ich bin stehen geblieben und habe ihr zugesehen. Da hat sie mich auf einmal angeblickt und gesagt, das hier ist Victoria. Und sie hat mir die Schnecke hingehalten. Wie süß sie war. Als ich sie anfassen wollte, zog sie sich erschrocken in ihr Haus zurück. Ach, sie braucht Zeit. Du musst dich ihr langsam nähern. Sie erschreckt sich sonst. Ich habe mich zu ihr gesetzt und ich spürte, alles war gut. Aber plötzlich sind Richard und Max aufgetaucht. Sie haben zu mir hinübergerufen, Angsthase, Pfeffernase, und spotteten über mich. Ich wurde immer ängstlicher. Und auch mein Angstschwein war wieder da und wurde immer größer. Das Mädchen mit den Zöpfen wurde wütend. Da hat sie einen Apfel aus der Tasche gezogen, ist aufgesprungen, lief los und warf ihn einfach mit voller Wucht auf beide Jungen. Ja! Sie hauen ab? Ja! Jetzt haben wir unsere Ruhe, sagt sie. Sie ist sehr mutig. Als sie sich umdrehten, war das Schneckenglas weg. Sie haben es überall gesucht, aber sie konnten es nicht finden. Traurig machten sie sich auf den Heimweg. Da merkten sie, dass sie denselben Weg haben. Morgen würden wir zusammen zur Schule gehen. Mit ihr fühlte ich mich sicherer. Als wir am nächsten Tag ihr Klassenzimmer betraten, stand auf der Fensterbank das Schneckenglas. Es war randvoll mit Cola. Das Mädchen mit den Zöpfen starrte betroffen darauf. Wer tut so etwas Grausames? Dann haben wir gemerkt, dass Andi, Max und Richard uns von hinten beobachteten. Halt doch, haben sie gerufen und gemein gelacht. Warum habt ihr das getan? Habe ich plötzlich voller Wut gebrüllt. Hört auf zu lachen! Das Angstschwein fragte ganz verdutzt, was ist los? Hast du etwa keine Angst? Das Angstschwein wurde größer und immer größer. Oh, ich kochte vor Wut. Voller Wut schob ich mir das Angstschwein aus dem Weg. Vielleicht werden mich die anderen jetzt noch mehr ärgern. Aber das ist mir egal. Ich werde mich wehren.
Jeder von uns kennt sie auch, diese Angstschweine. Angstschweine können mächtig, besitzergreifend, gigantisch und furchteinflößend werden, bis wir denken, sie seien stärker. Das stimmt nicht. Ihr kommt dagegen an. Wenn du mal einen weniger mutigen Tag hast, dann such dir einen Menschen, der an deiner Seite steht und dir hilft. Mit dem du gemeinsam mutig sein kannst. Das wird das Angstschwein ins Wanken bringen. Wichtig ist, mutig zu sein. Du schaffst das.